Ja, das ist aber die Frage, soll ich auf Arschloch spielen oder auf gut? Na, ich spiele einen guten. Aber ich mische mich ein bisschen mehr in die Geschichte ein. Und ich mache mehr Sidequests. Weil das habe ich beim ersten Mal durchspielen so gut wie kann nicht gemacht. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein, die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Das heißt, zum Aufreißen, Ciri. Ja, also... Nach der Geschichte weiß ich ja, was geschehen ist. Und dann mache ich dafür das. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Ja, dann müssen wir halt aufpreschen, ne? Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Vizima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich habe das Einhorn noch. Privatsache. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha, verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2, 3 Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Blitze. Warte, hörst du das? Ja. Ich höre und... Angreifer und genau. Au, ouch, 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 ouch. Alter. Den habe ich ja gar nicht gleich noch so angeschaut. Au. Ach, geh mal weg. Ging nicht. Ging nicht. Und ausgewichen. Genau, so sollte das auch sein. Andere Linienpunkte. Ja, genau. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Ja, das weiß ich. Und hier gibt es so viele Pflanzen, ne? Rein soll alles einsammeln. Alles gut. Sorry, ich bin aber hier voll der Bohnensammler. Natürlich hier die Kadaver aufheben. Das sind alles
Sachen zum Tränke herstellen. Tränke herstellen ist zwar nicht mehr so wichtig wie im ersten Teil, aber wichtig. Also es hilft, um voranzukommen. Das sind noch Pflanzen. Moment, Pflanzen. Sind so viele. Ich muss die Geschichte aber noch ein bisschen weiterspielen hier. Wir sind schon in der zweiten Folge. So, willkommen bei der zweiten Folge. Wie nützlich sie Ich doch sehe das sind. nämlich gerade auf der Cam. Plus, ja. Ah, oh Weil ja. man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? So schön. Hey, Alter, beruhig dich. Ich wollte nochmal die Settings durchgehen. Optionen. Warum benutze ich jetzt die Maus dafür? Egal. Steuerung, Audio, Grafik. Ah, ich mach das so. Was sagst du? Ein, groß. Hexen sehen auf Minikarte aus. Das braucht ja niemand. Wohl doch, das wäre aber hilfreich. Manchmal, da kann man so gucken. Minikarte drehen, das ist so okay. Das ist alles ein oder das ein, okay. Ja. Das ist auch okay, das will wir auch nicht ändern. Nachbearbeitung allgemein. Ich habe auf höchste, ja, 2K. Vollbildmodus. Nvidia Share aus. Ja, weil das frisst doch ein bisschen viel. Ich spiele mit 60 Frames. Ich hoffe, das bleibt auch so niedrig. Ja, wie gesagt, mit 60 Frames und 2K müsste ich dann umstellen auf 1080p, aber 2K und 60 FPS. Also fast 60. Nein, wenn ich weil sie laufe. Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radowitzreich meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radowid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Da hat er recht. Katze. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Ja, das ist natürlich lecker. Pferdefleisch. Schön gebraten. Nimmt sein Essen mit und ist weg. Kann ich auch irgendwie probieren. Verstehen. Erst das Essen, dann das Vergnügen. Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Nee, ich hab das ja... Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, komm. Ja, eine Frau, bin nett. mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber
Hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Wie gesagt, ah, da ist plötzlich. Das ging aber wieder. Genau, dreh dich um. Du, wie sie nett ist. Du, wie sie nett ist. Ich muss, wenn ich so mache, gucke ich auf den Controller, weil der hinter meinem Mikrofon ist und ich sehe die nicht. Und ich spiele ja nicht so oft mit Controller, von daher muss ich manchmal drauf gucken, wo die Tasten sind. Irgendwann habe ich das auch wieder raus. Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. So, gehen wir mal kurz rein und dann machen wir den nächsten. Ich probiere alles nett zu regeln, ohne Streit. So wie ich auch in Person bin. Wenn ich so Fähigkeiten hätte. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefermutanten trinke ich nicht. Genau. Er hat's richtig gemacht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Bram angegriffen. Bram? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Wie voll emotionslos die das gerade gemacht hat. Lieber Hexer, es geht alles aufs Haus. So, ohne Emotionen. Handeln. Ja, wir suchen eine Frau. Sag mir was. Ganz schön was los hier. Fragen wir erstmal nach. Wir suchen eine Jennifer. Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. So, sagt Ware, das will ich nicht unbedingt. Was los hier? Machen wir das mal. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Ja, gucke ich schon jemanden den Greifen. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht.
Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Was hat sie denn also? Sag mal, was du so hinter dem Tresen hast. Ja. Hat total direkt Quarten. Muss mal warum lege ich richtig luxemburgisch? Das gibt's ja gar nicht. Sie hat gedacht, das möchte ich mir verhalten. Habe ich das gleich auch luxemburgisch gesagt. Boah. Das kostet 50. Ich habe aber nie so viel Geld. Was habe ich hier? Relikt. Okay. Wurzelkraut. Die könnte ich mir wahrscheinlich auch noch von nach vorne legen. Egal. Danke für dich. Danke. Für alles. Und der Charakterdesign ist schön. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So taterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Jennifer. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, okay. Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Drommle. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Probieren wir mal mit. Einfach, ich will nur reden. Ich will nur reden. Bist du taub, Streuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Beantworte mir die Frage. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Genau. Ich falle immer wieder ins Luxemburgische rein. Ich muss das mir selbst untersagen. Die Katze. Kann ich die Katze streicheln? Nochmal. Katze, Es bitte. gibt 4 Farben. Katze. 4 was? Farben, Gruppen, Sorten. Wie Kreuz und Pik. Ah, Nur hat der jede Typ. Farbe ihre eigenen Bildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. 2 Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Bin ich eine bessere Sache. Es wird meine Stimmung heben, sie zu finden. Du siehst mitgenommen aus. Nur ein paar Tropfen werden deine Laune heben. Ein kleiner Schnaps hat noch keinem geschadet. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Jo. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Wer bist du? Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund. Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich.
Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlächter von Blaviken. Jo. Also ich weiß nicht, ich kann schlecht, wenn die Reden selbst drehen, das geht nicht. Also von daher habe ich hier im Let's Play relativ wenig Text. Hast du Yennefer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Das geht natürlich geht es um die Liebe. Erraten. Es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Yennefer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Ja. Also wie gesagt, ich habe Twitch ja schon durchgeführt, ich habe auch das Setup so gespielt, dafür weiß ich, warum der da ist. Sollen wir noch eine Runde gewinnt spielen oder was sagen die? Komm, wir reden mal mit denen. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Also die Detailreiche, ich glaube, die mache ich nächstes Mal aber noch an, weil das sieht irgendwie so ekelhaft aus im Hintergrund. Wie ist der Krieg schon eine Neuigkeit? Was machst du hier? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front.